Wir sind heute zu Schöffling am Kunsthaus bei der Ausstellung von Joe Malano und Gilles Müller. Gilles, deine Werke basieren auf einem Zusammenspiel von Linien. Wie ist deine Approche zu der Malerei? Meine Approche oder wie ich anfange mit Malen ist ziemlich frei. Das ist wie du schon so eine Zusammensetzung von Linien. Das fängt mit einer Strichfeierung, mit dünnen, nicht sichtbaren Linien, Bleistift, die immer mehr dick gehen, die aus einer Dynamik, aus einer Spontanität entstehen, die sich dann kreuzen mit Linien, die vielleicht ein bisschen mehr geplant sind. Und für mich geht das ein Bass, oder visuell, wo ich löserlos drauf aufbauen. Und da bringe ich löserlos durch die Linien, die gewisse Flächen kreieren, gesehen ich löserlos auch mehr fläschig und dann fange ich an Farbe mal dran zu bringen. Und dann übermalen ich da drin mit Linien. Also da ist immer ein Spiel zwischen Linien, Flächen, Linien, Spontanität, geplante Linien, mehr fragile Linien, mehr kursiv Decklinien. Der Approche, ich gehe einfach so ganz frei und auch ein bisschen, oder wie mir geschaut hat, noch schon mal so als eine Emotion raus. Auch wenn sie vielleicht nicht am Vordergrund stehen, mehr Farben über die Linien, du kannst aber, also, oder schon nicht ganz gerne mit Dus, mit Decklinien, das hängt sicher halt mit dir schon eine Emotion zu suchen. Und ich meine, das ist ein bisschen meine Approche. Ich gehe wirklich so, für kurz zu fassen, ziemlich frei und nicht gebunden Sachen, aus einer Lust, aus einer Spontanität raus. Und dann gucke, was entsteht, was ich will, dann wie Kompositionen sich ergeben, farblich wie formig. Wo hältst du deine Inspirationen hier? Ich meine, das ist ein bisschen wie schwer froh für mich. Ich gehe einfach so von allem. Wie dass ich abstrakt malen, manchmal sind, wo ich meine Inspiration hole, kann von bisschen. Das kann halt so ein Wort sein, das kann halt so ein Rencontre mit einer Person, mit einem Milieu, mit einem. Das kann wirklich, das kann ein Buch sein, das ich gelesen habe, kann aber auch ein Film sein, das kann wirklich alles sein. Also ich ganz frei, meine ich. Das hat nicht. Ich meine, ja, oder mit Freunden zusammen irgendwo sitzen und schon immer ein kleines Notizheft dabei, wo ich mal Sachen aufschreibe. Ob das dann mein Beruf ist oder frei oder was ich reisen. Du müsstest auch eventuell Skizzen während deinem Gespräch oder so, oder wenn du auf Ja, Besuch warst. also Skizzen während einem Gespräch oder wenn ich irgendwo sitzen oder auf jeden Fall mal Sachen aufschreiben oder wenn irgendwas leid oder wenn ich einer Wirker gesehen von anderen Künstlern, dann hinzuschreiben, ich mal ob so mit, ja. Die Inspiration kommt wirklich von überall. Du gilt keine Einschränkung, meine ich. Die Idee, ein Werk auf der Rück von einer Toile zu malen, wie entsteht die? Also das ist ja auch nicht, dass ich das irgendwie erfunden oder dass ich das nur ganz einzigartig ist bei mir. Was an Mengem Kontext ist, dass ich von Toile malen oder Papaya malen, aber oft planar mit Objekt, mit einer Toile schaffen. Und das ist einfach so ein bisschen die Recherche für mich, wie ich kann mir räumlich schaffen oder mir räumlich malen. Und auch vielleicht so ein bisschen durch meinen Beruf und durch das räumliche Denken habe ich einfach so mein Gesicht von der Richter, von der planaren Toile und nicht just durch das Malen ein Dave zu schaffen, sondern wirklich physisch ein Dave zu schaffen. Und die ersten Schritte waren einfach mal mich fast auf die Toile malen, bis das irgendwann ein Raster kommt und dann mit Risse schaffen und dann mit Elementen rausschneiden, dass ich noch einfach den Hintergrund hinter der Toile gesagt. Und ich meine, an dem Prozess ist irgendwann noch dazu gekommen, dass ich die Toile einfach umgedreht habe. Weil doch dann oft keine neue Toile sind, natürlich da sind noch schon Flecker drauf oder die Agraffen. Und das tut schon ein bisschen so viel Leben. An eine Toile umrennen für mich ist einfach so, den Raum hin und runter zu weisen. Und trotzdem dann darauf zu malen, weil das ja aber Stoff auch so mit
das nimi das fort von der weißer Toile an Toile als mam Kader Materialität mat benutzen weisen einfach für mich das einfach eine Auseinandersetzung an aus dem Kader rausbrechen dat Holz auch mal weisen die Schrummen dat Fleisch alles irgendwie mal dran auf allem wann ich aus dem Kader rausschneiden dat rein nicht dat Stück was ich rausschneiden dat benutzen ich vorhin das auf eine andere Toile oder ein andere Bildfläche doch so suggerierst du auch schon eine gewisse reine Trennung von dem Werk auf ein anderer Platz mit der kreiert doch schon Raum schmengen für mich also dat für mich sind nicht so versich an dat gesagt noch dann nur an den skulpturalen Objekt wo ich da weg probieren als einer Plaque eine Skulptur an den Raum zu stellen. Ja, das sind so Prozesse, die von der Toile bis hin zu einer Skulptur kommen. Und das tut den Hand auf Dreckseite malen oder Kader abschneiden, wird man einfach eine Zeit lang geholfen, wo der zur Haut nach für neue Wege, neue Perspektiven, neue Lektüre von meiner Toile zu sehen. So. Kannst du als de Weg von deiner Skulptur, Dekomposition, die Form erklären, Wunsch Clift? Irisch vielleicht, ob der tote Werk genauer geben, also der genau der tote. Nur den ein Toile mal umdrehen oder andere Sachen zu benutzen, wie ein weiß Toile. Also für mich dann ein Holzplaque zum Beispiel, ob die noch Fond gehen, also ob ich die Express irgendwo auf Moos geschnitten haben, ob ein Raststeg oder so. Das spielt immer nicht so toll. Mit das oft Materialität an. Ich fange an, den normalen Moldprozess drauf zu produzieren, also Linien, Dynamiken. Die fangen dann an, auseinander zu schneiden. Dadurch entsteht Löcher, dann also in einem Spiel wie die abgeschnittenen Toilen. Aber was dann mehr flotter ist, ist wirklich die Plaque auseinander zu schneiden. Und dadurch sie können wirklich am Raum assemblieren. Und so entsteht wirklich die ganzen Lektüre wirklich mehr am 3D-Raum. Und wenn ihn dann rundherum geht oder so, oder einfach für mich, was so spannend ist, was man am Hölle oder beim Toile nur vielleicht sie drohen oder auch nicht. Mehr aber ja, ein bisschen rundherum zu wandern, an neue Schnittstellen finden, neue Däften. Anhand du holst dann die Elemente, die dann am Raum stehen, dann machen sie einen Platt, dann hängen sie am Atelier und Mauer. Und dann ist dann auch irgendwie ein Toile oder Basis für ein anderer Toile. Also ich bewege mich ein bisschen so an den Skizzen, Molen, Toile, Skulptur ausschneiden, auch im Zweck. Ich kann mich von den 3 Utier bisschen oder von den 3 Medien ein bisschen. Ich kann das benutzen für immer, wenn ich beim Molen nicht weiterkomme, dann gehe ich ein bisschen mehr an die rheinische Arbeit zu schaffen. Und da fand ich darin etwas, weil ich kann eine Toile bringen und da so in einem Dreieck gewesen. Und das dritte Werk habe ich gewesen, dass das an einer anderen des Salon Residenz entstanden oder die Idee habe ich schon das noch weitergemacht. Ja, das dritte war ganz flott. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass meine Bilder oft mit dynamischen, spontanen Linien entstehen. Weil das dort ein bisschen so schön Leute gefreut, die da auch an der ewigischen Residenz waren, sich auch mal einfach Plaque zu legen. Dass ich einfach nicht eine Freilinie hole, mehr einfach mal Körperteile, Knie, einen Umriss von Knie oder Elbe oder Schulter auf die Plaque abdrehen. Und das geht da ganz schnell auch abstrahiert, sobald ich 2-3 Leute drauf gelöscht habe. Weil das war einfach eine Basis, die ich benutzt habe, für dann den Decoupage von der Form zu machen. Und voilà, auf der anderen Seite die Dekomposition von den Formen am Sinn von die freien Sachen, die ich ausschneide von den Bildern. An der dritte war so ein Komponent, so ein bisschen ein menschlich, ein zwischenmenschliche Komponente, die auch nach da geflossen ist. Das heißt, ein bisschen fort von den Spontanen, aber irgendwie basierend auf Formen und auf Konturen aufzeichnen von einer Person, die kurz durchläuft, die dann aber im Vordergrund an das, was bleibt, sind die Striche. Also, ich meine, das ist so ein bisschen die zwei. Ja. Ich hoffe, das war okay so erklärt. Wie ein von den Werken an dieser Ausstellung berührt dich am meisten? Nee, ich habe schon ein paar Mal überlegt, wenn du Bilder hat sich. Ich meine, das nicht Bild. Ich kann 2 Sachen sagen. Ich meine, für mich, meine Sachen im Moment, sind vielleicht die Bilder hier oder du am Eck.
An dem Moment das bisschen eng Auseinandersetzung man bisschen méi Filigranität, ein bisschen méi Gefühl an de Strichfeierungen an den Deckten. An schmengen da das liiert durch bisschen vielleicht bisschen méi Film so beim Molen. Nimi so ich muss irgendetwas machen, was lo so Sinn mischt. Nee, so die Legertät an die Fragilität, die ich vielleicht rauslesen kann, das filme ich man dick starker gut irgendwie, das fühlt sich gut an. Ich meine, das sind so vielleicht dann die Sachen. Mir wat mich aber lo hai wirklich an der Zone nicht, weil man sitzen ist mir. Das ist wirklich flott, weil man selber auch kennen, an der Stunde Jo auch kennengelernt, ja, kollegial durch Kunst, dann lo kann ich aber neben dem aushängen, was ganz flott ist. Von all Sachen noch von der Farbe, von der Komposition, und noch von der Assemblage und der Kuration einfach eine ganz flotte Harmonie gibt, an eine gewisse Spannung gleichzeitig aber auch absetzt. Am Schmengen, das gebe ich als Antwort. Was mich am meisten berührt, dass Sachen harmonieren, obwohl sie niemals gedurcht waren, zusammen zu hängen. Sein Background ist anders als mein, sein Projekt ist anders als mein. Und aber also so harmonisch, und das finde ich so. Ich meine, das ist die gute Antwort, die ich da gebe. Jo, wann en sech den Bilder an Material, wo se drop gemult sinn uguckt, wie kann en sech den Spontanitéit firstellen? Also das, ich meine gerade für die Hai-Ausstellung passt der Thema der Spontanität ziemlich gut, weil ich sonst ganz oft, also ich vielleicht gewinnt, dass ich mehr die klassisch Toiler, klassisch Bauer gemalt tun, also auch die tauchen herab. Aber das war mal ein bisschen, es war viel Experimente dabei mit verschiedenen neuen Materialien, wie so Altholz, Karton oder Papiersticker, bisschen mehr Mix dran. Das heißt, das hat natürlich auch zwangsläufig mal zu tun, dass die Sachen ziemlich spontan entstanden sind. Das heißt, ganz oft das Material, wenn du von tun oder nach Riverisch hat, die hat dann noch ein bisschen Form definiert, die auf Bild drauf kommt. Das heißt, die Spontanität ist von matten Backgrounds so entstanden. Das ist eigentlich nicht so klassisch Artweise von meinen Malereien. Ich war mir etwas komplett Neues, was dann noch zu neue Formen und neuen Elementen an den Wirken gefordert wird. Ja, genau, das war ein bisschen der spontane Aspekt an den Wirken. Et sinn Impressioune vun de Vakanzen dabei, ennner anderem gemolt op japanisch Toile. Wie ass dat entstanden? Also eigentlich, wie du schon siehst, sind viele Situationen, wo ich gemalt habe, die ich selber erlebt habe. Ich meine, ich habe auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich Situationen, die ich erlebt habe, wollte rumgehen auf meine Wirke. Das heißt, das sind Situationen am Leben, an irgendwie willst festhalten, an irgendwie willst ausdrücken, Dinge oder Weise. Und da tun ich auch viele Wirke gemacht. Das heißt, sind Situationen, auf Wirke zu gewinnen, die ich erlebt habe, an die mir Gefühl gehen und das Gefühl wollte ich für mich festhalten. Und da tun ich dann auch bei vielen Wirke gemacht. Und effektiv war es so, dass die letzte Reise, wo ich gemacht habe, mit meiner Freundin zusammen, die war eine von den Reisen, die mich am meisten berührt hat. Das war eigentlich so, dass die Reise mit der Reise gemacht, nachdem die Wirke fertig waren. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, egal was auf der Reise geschieht, ich werde für die Ausstellung nicht mehr anfangen, neue Wirke zu malen. Das Gefühl, das auf der Reise hatte, und das war dann über Japan, das halte ich fast für dann die Wirke, die später stehen, weil einfach nicht mehr genug Zeit dazwischen gewesen ist. Natürlich war das so, dass ich, wie das aber Reisen hört, Sachen geschehen, die ich nicht erwartet habe, und wir dann effektiv länger Platz eine Madame kennengelernt, eine mini kleine Boutique, die Papaya selber gemacht hat, auf der Hand gemacht. Und sie hat die Geschichte erzählt und den Entstehungsprozess von dem Material, das sie du hast auf Pinseln und Fubis. Und das wird dann natürlich war darum eine Situation, dass du dann für dich, die da so viel gehen hört, dass ich dann immer circa Lützeburg war und dann aber nicht spontan ruhig halten. Und du hast dann aber noch eine Woche für eine Ausstellung zwar Klangwirken entstanden, aber Wirk, das für mich ein bisschen das Wirk, was vielleicht weiß, wie du
was du an der Zukunft geschehen wird. Das ist also ein Bild, was für mich auch wichtig ist, von diese Klang, das wollte ich auch irgendwie den Aspekt von Japan, mit dann gesagt, es war mein Name wirklich die ganz oft von der asiatischen Kunde oder von der japanischen Kunde inspiriert. Und ich meine, dass das nur an den Wirken, wo du kommen werden, sicherlich auch noch mehr ein Thema wird gehen. Mehr effektiv ist cool, dass aber Wirk dabei ist, was dann aber der japanische Aspekt, da wissen die japanische Geschichte schon mal nicht. Aber dann noch cool aus, auch vielleicht auch ein bisschen, du machst nicht, dass das schon am Anfang E-Print, ein digitaler Print von Modell gestaltet ist. An den hört er natürlich auch von den Formen, auch von den Elementen drauf, die erinnern an japanische Blumen oder die japanische Blumen. An die habe ich tatsächlich auch Papaya-Printe gelöst, den als Bambus genannt. Das ist natürlich noch irgendwie eine Verbindung zu Japan. Und ich muss auch so, auch die Print und das Bild, was du hast, den aber auch echt den Stern, mit dem es verzickt waren, natürlich, ich konnte komplett ruhig sein, aber dann fangen wir gekribbelt, das sind ein paar Sachen. Mit toll hast du die von der Hand am Apfel oder was? Das Papaya, das Papaya. Das Papaya. Die Papaya, die selber der Mann, natürlich, du gehst die Verfahren, aus Naturmaterialien, die gegen Drischen, und dann Form der ganze Prozess, wie es dem du erklärt wird. An den Humorbrot, ja. Pinseln und Papaya, du bist nicht zugetragen. Wenn du könnt. Du musst gerne auf naturverbundene Materialien. Könnt die Idee vom Bild spontan, wenn es ein Stück Holz oder Karton gesagt? Ja, also ich hatte für die Runde schon kurz zugeschnitten mit dem Thema mehr effektiv. Normalerweise, weil ich meine Malerei relativ will, das schon immer ganz gerne, hatte ich immer, oder Rollo schon ganz gerne, wenn sie durch die klassische Toile ein bisschen aufgefallen sind. Natürlich schon immer ganz gerne die klassische Toile, will Malerei drauf, und da war das nur ein schöner Raum hängt. Also für mich immer ein schönen, oder war immer eine schöne Komposition. Und das gerade ganz anders, weil es effektiv einfach nach Material übrig hat, Form tun, was man an der Form gefallen wird. Und eigentlich die Form von dem Material dann auch ein bisschen zum Teil vom Werk soll gehen. Und effektiv ist das echt so. Ich meine, wenn ihr ein Werk hält, wie im zweiten Stock, da hängt ein Drache, den eigentlich auch kein klassisches Motiv ist, weil es so Mode geht. Mehr einfach von der Plaque hier, das alles so gut ergehen und abgepasst ist. Oder auch der Knöbel, wo ich vielleicht auch schon im Flyer gesagt habe, der tut einfach vom Holz, von der Komposition so gepasst, dass effektiv Material, der Backbone ein bisschen dazu beiträgt und definiert, wie geht dann Form. Und ich muss aber auch sagen, dass das auch der Prozess von der Wirke ist, weil auch Tolls zum Beispiel auch nur Mole nach Heinz sich weiterentwickelt wird. Das heißt, schon um die Bresche gegangen und schon noch ein bisschen herab. Oder man länger sieht, das heißt, das wird so gegenseitig ein bisschen abgebaut. Dann zum Schluss steht da eine Komposition, wo dann das auch Material wird gemalt, das zum Wirk dazu gehört. Und da ist eigentlich etwas, was man bei den neuen Wirken gefällt, also eben nicht mit Malerei ist, die wichtig ist für das Wirk, wie auch das, was rundherum oder Hand und Tun ist, auch zum Wirk dazu gehört. Du hast dich mit der Rumme von den Bildern auf Farbe, auf Form. Also nicht gesagt, nur welche Kriterien aus das geschieht. Ja, das ist genau das, was ich gerade. Ja, das bist du genau, das ist interessant, weil das bei mir kennt, weil eben dadurch, dass ich da Materialien habe, wie zum Beispiel der Holz, wird dann durch irgendeinen Grund gebraucht, also Futti war ganz oft nicht mehr eine schöne Form hat, mehr etwas gefehlt hat, was dem Ganzen auf ein Chlor gibt. Der Tisch ist, du hast aber verschiedene Bilder, eine Wildmalerei über ein wilden Holz, und ich habe gefunden, und das ist natürlich auch bei den Tollen so, und das hatte ich auch schon bei Wirken für die Runden, die wo klassischen Tollen entstanden sind, fand ich immer schön, wenn das ganz zum Schluss ein bisschen aufgerundet wird und etwas kriegt, was das unterstützt, und der Bildaufschluss wird gerade nur bei der Ausstellung, also auf dem Holz oder auf wilden Papaya, was auch immer das steht, dass die Bilder am Menge nur ganz gut von zum Schluss etwas tun, wohin eine Kader geht und so ein bisschen abfängt, den eben ein bisschen klassisch ist. Und ich eben da wirklich das ein bisschen getestet, weil ich oft bei den Toilen, die klassisch Rummen haben, die gut aussehen, und ich wollte auch das ein bisschen weit, wenn dann noch selber Sachen probieren und noch mal die Farbe ein bisschen spielen. Das heißt, nicht nur die klassische Weißrumme, vielleicht mal eine Farbe strom und schon dürfen eine kleine Bildträger, wenn ich ganz umgedreht und dann do aus Bild kommt, das heißt, wollte ein bisschen die Spielerei holen und all Wirk soll dann von ihr rumholen und Bild das fertig möchte. Genau. Mit welchen von den Bildern bist du am meisten verbunden? Also das, wie die Gilles das erklärt hat, also du nicht das ein Wirk siehst du mit dem verbunden. Ich meine, dass alle Wirk bei den Sternen sind, plus
weil auch viel Wirke man enger Situation zu den was natürlich mit all Bild verbunden an was immer an der Situation wie den Stern hast. Ich meine das mit all Bild mit den Verbindung natürlich kein Loket ausgeschnitten so ein dat Bild mir echt da so wie den Prozess war wie die Bilder an Stern sind, weil das für mich auch ein ganz anderer Prozess war wie sonst, weil ich ganz oft bei meinen Ausstellungen über Main Konzept tun an rund das Konzept stehen dann Wirke an genau der Kontra alle Bilder für sich Stern und hat nicht unbedingt Ziel für jedenfalls gestaltet zu gehen mit diesen Bilder wie über Main den Stern sind und nur war natürlich cool, weil die Bilder die natürlich nur die gemalt und dann sind dann Stock von mehreren Welt gestaltet gehen. Also war natürlich perfekte Mann für die heute Summe zu bringen an dann natürlich auch für die Schriften erklärt wird. Es war natürlich auch eine mega spannende Situation für als zwei für das Wirke heute Summe zu bringen an wir wissen natürlich ich meine der Gilles kann Malerei nicht singen und wir wissen wie man nie funktionieren kann das natürlich eine Überraschung man Zeit Summe können diese Ausblick Positionärs an noch ein Prozess über 2D von der Flotzement davon wie sie da positioniert gesehen haben wo könnt hin harmonieren wo kannst du Spannung aufbauen zwischen den Bilder das war so ein Teil vom Prozess der mir auch ganz wichtig war ein Stück Fall oder Rollo so wie du steht eigentlich gut geht genau das ist ein bisschen das so erkannt ist das mit den vier mir das ganz ich meine der Tour den oft bei von den das kreiert dass der immer für allgemein Herzen leiden weil das dann nur heute steht das schon schön, ja.